Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute zur späten Stunde, 23:35. Vorher leider keine Zeit gehabt. Ich hasse diese PKs um, was war das? 18, 19, 20 Uhr rum. Weiß ich nicht, was das soll. Aber gut. Es ist, what it is. Und wie immer der Hinweis, bevor wir reingehen in den Bums. Wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal. Damit unterstützt ihr, was ich hier so tue. Und damit Abfahrt. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Support wollten wir noch nicht haben, aber Support ist kein Mord, ne? Gib Gas. In und aus dem Celtic Park, wo der FC Bayern morgens sein Playoff-Spiel gegen die Gastgeber bestreitet. Da begrüßen wir Sie jetzt herzlich zur Pressekonferenz. Beginnen heute mit dem Kapitän, mit Manuel Neuer, der seine Sichtweise natürlich gerne darlegt. Also, wir fangen gleich an. Wie gewohnt, bitte ein Handzeichen geben und die erste Frage stellen. Das ist Stefan Kumberger für Sport 1. Ja, guten Abend. Manuel, 2017 warst du nicht dabei, als die Bayern hier gespielt haben. Was hast du am Fernseher mitbekommen von der Stimmung und was erwartest du für morgen? Was wurde dir vielleicht damals erzählt? Ja, also ich habe mit dem Thomas Müller darüber geredet natürlich und er hat schon von einer beeindruckenden Atmosphäre gesprochen und deshalb freut man sich natürlich als Spieler, das auch mal selber erfahren zu dürfen und ich freue mich auf morgen, ich freue mich auf diese Atmosphäre, ein bisschen auf Fußballhistorie und ja, hat man sich in Feyenoord bestimmt auch gedacht, wa? Geschichte hat Celtic natürlich auch geschrieben und deshalb ist es was Besonderes für mich hier spielen zu dürfen und ich musste den Fernseher jetzt nicht leiser drehen damals, aber ich habe natürlich mitbekommen, wie die Atmosphäre war. Dankeschön, gleich daneben Mikrofon Carrie Howe für Sky, bitte. Ja, Versuch. Ja, Manu, wie blickst du jetzt auch auf den Gegner? Auf wen oder was müsst ihr besonders aufpassen bei Celtic? Danke. Ja, erstmal glaube ich auf ein gutes Team. Die spielen gut zusammen, sie sind sehr aggressiv, laufen aggressiv an und es wird wichtig sein für uns auch dieses Pressing zu durchbrechen, dass wir versuchen natürlich auch unseren Angriffsfußball zu spielen und das fängt natürlich bei unserem Aufbauspiel an, dass das gut funktioniert. Ist der Manu also morgen mal gefordert, oder was? Dass wir hellwach sind und gerade bei so einer Atmosphäre kann das natürlich auch mal vielleicht für ein bisschen Nervosität sorgen, aber das wissen wir, damit rechnen wir und ich glaube, dass Celtic jetzt auch nicht gerne gegen den Ball spielt und dementsprechend wird es für uns natürlich auch wichtig sein, dass wir versuchen, auf das Tor von Celtic zu spielen und versuchen einfach unser Angriffsspiel so gut wie möglich in des Gegners Box zu verlagern und ja, dort unsere Chancen herauszuspielen und zu kreieren. Bleiben wir auf der linken Seite, Manuel Brunke für Merkur und TZ. Hey Manu, servus. Mit Hiroki Ito ist jetzt wieder jemand dabei, der eine lange Leidenszeit hinter sich hat. Du kannst wahrscheinlich ein bisschen nachfühlen, du hattest ja auch schon die eine oder andere Verletzung. Wie wirkt er auf dich und wie wichtig ist jetzt auch für ihn so im Mannschaftsgefüge jetzt endlich wieder dabei zu sein, auch wenn er vielleicht nicht spielt? Ja, es ist extrem wichtig. Natürlich, er hat ja jetzt auch noch kein Pflichtspiel für den FC Bayern gemacht und die Leidenszeit war lang genug und deshalb ist es auch wichtig, jetzt bei so einer Reise dabei zu sein, das erste Mal und wir freuen uns über einen weiteren Innenverteidiger, der natürlich auch auf anderen Positionen spielen kann und ein Linksfuß ist und ich glaube, wir alle haben uns sehr gefreut, dass er wieder zurückgekehrt ist, dass er auch so gut trainiert hat in den letzten Tagen und das ist was ganz Besonderes, dann ihn wieder in unserer Mitte dann auch begrüßen zu dürfen und ich freue mich einfach auf seine ersten Einsätze und dass er hier beim FC Bayern Fuß fasst. Jetzt wisst ihr, warum Manuel neuer Kapitän ist. Ja? Kannst du ja auch nicht, der ist glatt. Ne? Außer sein aber ansonsten sagt er genau das, was du erwartest. Also da ist nichts irgendwie Überraschendes oder weiß ich nicht. Glatt irgendwie, ne? Wild. In der letzten Reihe Maximilian Koch für die Abendzeitung. Aber gut. Ja, Mann. Mit 38 hast du halt auch die Erfahrung, ne? Bei Celtic steht Kaspar Schmeichel morgen im Tor. Ihr seid ein Jahrgang. Wie ist deine Meinung über ihn? Ja, also erstmal ist es sehr schön, gegen ihn wieder spielen zu dürfen. Ich glaube, die ganze Karriere über hat man sich immer mal wieder begegnet, immer mal wieder gesprochen und den Vater durfte ich natürlich auch rund um die Champions League Spiele immer
treffen und man ist sich begegnet und hat sich ausgetauscht als Torhüter und ich glaube, dass es was Besonderes ist, auch im hohen Alter noch jemanden zu treffen, der gleiche Jahrgang ist. Auf der linken Seite wieder David Verhoff für die Bild-Zeitung. Hallo Manuel, du hast schon ein Finale der Horm miterlebt. Wie groß ist deine Sehnsucht, das nochmal zu tun und vielleicht eben auch den Titel einzufahren in diesem Fall? Ja, das ist alles Zukunftsmusik, da müssen wir viel für tun und ich glaube einfach wichtig ist, dass man immer die Ambition hat, ein Finale zu spielen, egal wo das stattfindet. Es ist was Besonderes, dass es wieder in München stattfindet und Thomas und ich sind jetzt die einzigen aus der Mannschaft, die damals auch dabei gewesen sind und für uns ist es was Besonderes, dass es wieder in München stattfindet, für die Fans, für die Mitarbeiter, die damals auch dabei gewesen sind, fiebern alle diesem Spiel auch entgegen, aber ich glaube, es geht um die tägliche Arbeit einfach, um die 2 Spiele, die mehr als 180 Minuten beinhalten, dass man jetzt erstmal da sich durchsetzen muss und die bessere Mannschaft ist, um auch dahin zu kommen. Aber wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen. Philipp Schneider für die Süddeutsche Zeitung. Hallo Manuel. Leute, es tut mir leid, dass ich so ruhig bin, aber ich kann nichts dazu kommentieren, Alter. Ja? Wie gesagt, Manu erzählt alles tippitoppi. Gibt's nichts zu ergänzen. Spielt ja in dieser Saison einen Fußball, der viele Vorteile mit sich bringt, aber auch gewisse Risiken beinhaltet. Und ich erinnere mich daran an das Spiel in Aston Villa. Ich glaube, du erinnerst dich auch noch, da hast du danach gesagt, das ist der Fußball, den der Trainer sehen möchte. Also da warst du sehr weit vor dem Tor positioniert. Könntest du mal aus Torwartsicht sagen, weil wir haben viel darüber gesprochen, auch schon im Laufe der Saison, inwiefern sich die Innenverteidiger ein bisschen angepasst haben, die Sechser. Wie ist das aus deiner Sicht? Also hast du mit dem Trainer besprochen, hast du dein Spiel auch angepasst, also um weniger Kontertore vielleicht zu kassieren? Ja, grundsätzlich, glaube ich, habe ich schon immer sehr offensiv gespielt. Mit dem Ball ist es so, dass ich schon eine höhere Position habe als auch zuvor, aber ich meine, wir sind eine Mannschaft, die sehr viel Ballbesitz hat, die versucht natürlich auch numerisch in der gegnerischen Hälfte versucht schon auch die richtige Position einzunehmen, um dem Gegner dann auch weh zu tun. Man hat es ja auch gesehen, dass es in der Vergangenheit schon Mannschaften gab, die mit Vierer-, Fünferkette oder was auch immer dann den Mannschaftsbus hinten stehen gehabt hat und da ist es wichtig, dass auch unsere Innenverteidiger sich mit einschalten, der Torwart sich mit einschaltet, dass wir versuchen, uns eigentlich auch im Ball... Ja, eigentlich ist das auch völlig okay, wenn unsere Innenverteidiger am gegnerischen 16er stehen und Manu auf über der Mittellinie, ja? Das Libero. So. Einen Vorteil zu verschaffen und das birgt natürlich immer Risiken, aber ich glaube, dass diese Balance auch ganz wichtig ist für uns und dass wir schon ein paar Fehler gemacht haben in der Vergangenheit, das ist menschlich, das ist ganz normal, aber auch viele Sachen sehr gut gemacht haben. Es wäre nur schön, wenn er seine mal einen Fehler eingestehen würde. Das wäre mal schön. Das steht natürlich auch dann dafür, wie viele Tore wir schon in der Saison auch erzielt haben. Ansonsten stimme ich ihm natürlich völlig zu, ne? Es ist menschlich, Fehler passieren, alles gut, ist alles fein. Und ja, die Art Fußball, wie wir gespielt haben am Anfang, wir sind schon weiter. Ja, wir rennen nicht mehr wie in den ersten 3, 4, 5 Spielen, wie bekloppt vorne vor und alles wird durcheinander. Wir sind schon weiter. Ja, wir haben uns schon entwickelt auf jeden Fall. Ich glaube, nochmal 3 so eine Tore wie in Frankfurt wirst du nicht bekommen mehr diese Saison in einem Spiel. Wenn es sich irgendwie ein Rückfall in alte Geflogenheiten gibt. Ja, wir werden es sehen gegen Celtic. Wir werden es sehen. Okay, noch ein Handzeichen. Ganz kurz abwarten, rechts nein, dann links zum zweiten Mal gerne. Carrie Howe für Sky. Ja. Can you bring the microphone? Manu, wie siehst du denn den Neuzugang Jonas Urbich? Wie gibt er sich im Training? Hat er das Potenzial, irgendwann mal auch Nummer 1 beim FC Bayern zu werden? Und stimmt es, dass es dann ab der nächsten Saison so eine Art... In 3 Jahren, wenn der Manu mal aufhört, ne? Dann kann er mal drüber nachdenken. Ja, Job-Sharing auch gibt, dass du ein paar Spiele abgibst oder sagst du willst jede Woche nach wie vor zwischen den Pfosten stehen? Ja, ich glaube, wenn er in dieser Saison... schon bei Bayern gespielt hätte, hätte er schon ein paar Spiele bekommen und ich gehe mal davon aus, dass es in der nächsten Saison mindestens 2 sind, durch die Pokalspiele, die ich raus bin, aber es ist schon so, dass es da auch eine gewisse Absprache gibt und dass wir auch versuchen natürlich, dass der Jonas dann auch sich weiterentwickeln kann und das kann er ja nur, wenn er auch spielt.
Und dementsprechend wird es ja auch in Absprache in erster Linie mit dem Trainer und dann auch mit unserem Torwartteam auch Spiele geben, wo der Jonas spielt. Und ich finde ihn sehr gut. Er hat einen guten Eindruck auf mich hinterlassen und hat sich gut integriert, auch in die Mannschaft, was am Anfang auch ganz wichtig ist, weil wir in einer laufenden Saison sind und das jetzt auch nicht immer ganz normal ist, dass in der Winterpause jetzt ein Torwart dazukommt. Das gehört natürlich auch dazu, dass der Daniel Perez jetzt gerade verletzt ist und dementsprechend hat es schon alles Sinn gemacht so. Hut ab, wir werden ihn mal daran messen nächstes Jahr, ja, ob das wirklich so ist. Habe ich ja wieder beim legendären Gesichtsausdruck angehalten, oder? Ich bin sehr gespannt. Wenn es so ist, ist es natürlich das perfekte Szenario. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Ein junger, talentierter Spieler neben Perez, der jetzt nochmal 1,5 Jahre von Manu lernen kann, der beim letzten Jahr auch seine Chancen kriegen wird. Vielleicht genauso wie Daniel, das wird man sehen. Oder Daniel wird ausgeliehen, whatever. Kriegt da seine Spielpraxis. Und ja, wenn er dann die Steps macht, kann das vielleicht was werden, ne? Aber wichtig ist ja mal von Manu, das ist das erste Mal, dass wir das von Manu mal hören. Ja, sehr gute Frage übrigens. Dass wir mal hören, es wird eine Absprache geben und er wird seine Spiele bekommen. Ja, dann ist das schon mal auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt, dass man das klipp und klar besprochen hat. Okay, vielen Dank. Yeah, can I ask in English? Yeah. You can ask in English. Yeah. No. You also in English? But the coach can answer in English later. No, but answer is German, okay? That's right. Hello, Manuel. Hi. Does the team have memories of Arne Engels from Bundesliga games against Augsburg? And if so, do you recall him as a good young player in the Bundesliga? Arne Engels for Celtic, ex-Augsburg. Belgier, der mal in Augsburg gespielt hat. Arne Engels. Spielt auf der rechten Seite. Ja, also erstmal kennen wir natürlich unseren Spieler, der bei Bayern 2 gewesen ist und bei uns auch mittrainiert hat. Ist ein bisschen scheu, der Manu, ne? Aber verstehe ich, wäre ich auch. Ja, wenn man Englisch im Alltag nicht so viel benutzt, ist bei mir auch so die letzten Jahre, dann fällt es schwer, so frei auf Englisch zu reden. Aber das ist bei mir ganz genauso. Also das kann ich nachfühlen. Ja, da gibt es kein Shame von meiner Seite. Kühn mit einer gewissen Geschwindigkeit, aber ich glaube grundsätzlich die Offensive ist uns sehr bekannt. Gerade für mich als Torwart geht es dann darum, sich mit diesen Spielern zu beschäftigen, die sehr schnell sind, viel Geschwindigkeit haben, gut sind im Umschalten und auch schnell abschließen. Ne? Also das Problem ist ja immer diese Transition einfach für uns zu haben, schnell da zu sein, auch gerade wenn wir vielleicht auch mal Mann gegen Mann verteidigen, dann die Zweikämpfe zu gewinnen und gerade bei Kontersituationen. Und dann wird es auch wichtig sein, dass der Manu endlich mal wieder einen Ball hält, der aufs Tor kommt. Ne? Das war die letzte Zeit ja eher weniger der Fall. Auch die richtigen Entscheidungen, auch in der Verteidigung in der Box zu treffen und daran haben wir auf jeden Fall gearbeitet. Dann, Dankeschön Manu. Bitte sitzen bleiben, gleich kommt der Trainer. Sehr gut. Ich bleibe nicht sitzen. Ja, sehr souverän halt der Manu, ne? Kapitän seit gefühlt 300 Jahren und 38 Jahre alt, genug Erfahrung in so einer PK zu leiten. Aber ja, immer sehr nüchtern, sehr analytisch, aalglatt, so, weißt du, das ist aber auch normal, ist ein alter Hase. Ne? Von daher gab es da jetzt nicht so viel zu sagen. Und von daher, Leute, kurz und schmerzlos, rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffentlich auf ein gutes Spiel morgen, auf ein gutes Ergebnis für uns und wir sehen uns in Teil 2 wieder mit dem Chefcoach. Rot-weiße Grüße, haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.